Erstens einmal, wir verlangen einfach besser Vertretung von Lützeburg am Niveau von den Institutionen. Das ist wichtig, dass Lützeburg an allen Institutionen vertreten ist. Das geht notamment für die EU-Kommission. Es geht nämlich, wie ihr wisst, immer nächst Versicht, das Rotationsprinzip anzuführen und der als natürlich geht. Das ist auch wichtig, dass Lützeburg neben Straßburg und Bresel auch Sitz von den EU-Institutionen bleibt. Da gibt es auch ganz rezente Worte am EU-Parlament. Wir sind auch gegen das Prinzip, dass immer mehr Decisionen mit einer Majorität qualifiziert geholt werden. Gerade als kleines Land müsste man ja aber wirklich darauf bestehen, dass so viele Decisionen wie möglich müssen à l'unanimité geholt werden. Auch da gibt es wirklich ganz konkret Beispiele und auch ganz rezent, wie zum Beispiel die Pflanzung von genmanipuliertem Mais. Wie ihr wisst, waren 19 Länder dagegen, nicht dafür, und aber als erlaubt gehen. Ein konkretes Beispiel, nicht gerade so rezent, dass den E-Commerce, da war ja Einstimmigkeit gefordert, weil dabei handelt es sich um eine Steuerfrage und die dämonische Regierung hat nicht vom Vetorecht Gebrauch gemacht und hat bezahlen wir ja den hohen Preis dafür. Auch wenn wir für das Prinzip von der Einstimmigkeit plädieren, muss ich dann auch, wie ihr seht, le moment venu, auch die richtigen Decisionen holen. So extrem rezente Freude sind wir dann offiziell gewogen, dass Bankgeheimnis aber wirklich endgültig begrüben darf. Und das nennen wir wohl nicht selbstbewusst auftreten an als Bankplatz verteidigen. Also es geht halt selbstverständlich um die Erweiterung von der EU-Zinsbesteuerung. Auch von der Krisenzeit vielleicht nicht gerade der allerwichtigste Punkt ist, so wäre es doch mehr wie wünschenswert, dass die Lützeburger Spruch endlich als offiziell EU-Spruch unerkannt wird. Wie gesagt, das sind eine Reihe Punkte, wo wir uns eine bessere Vertretung für Lützeburg innerhalb von den EU-Institutionen wünschen. Der zweite Punkt ist, dass der Kompetenzbereich von den EU-Institutionen auch 10 Jahren sehen wir hier eine wirklich ganz gefährliche Tendenz. Und zwar immer mehr Souveränitätsrechte, die von den EU-Memberstaaten und den EU-Institutionen gehen. Auch hier ein paar rezente Beispiele. Gehen einfach im EU-Parlament Aufstimmungen über Dossiers, die mal nicht am Kompetenzbereich von der EU fallen. Ich erinnere hier selbstverständlich an den Estrela-Rapport, das heißt, da geht es ja wirklich rein um Familienpolitik, wo wir einfach der Meinung sind, dass die Institutionen die überhaupt gar nicht zu sagen haben. Oder wie schon ein Kehr erwähnt, die Sitzfrau, wo auch da ein Wort gab am EU-Parlament, obwohl die früher eigentlich die Sträte geregelt wird. Besonders schlimm ist ja auch im Bereich von der Budgetpolitik, weil durch den Fiskalpakt die EU-Kommission praktisch Recht über die Budgetpolitik von den einzelnen Ländern zu bestimmen. Am EU-Jargon heißt das dann automatische Korrekturmechanismus, falls in einem Land ein zu hohes Defizit par rapport zum PIB hat. Wir wissen aber alle, was sich schon nach dem EU-Jargon was sich da verstoppt. Also für die DDR ist einmal gemeint Verlagerung von den Kompetenzen inakzeptabel. Notamment auch für allem, weil der Bürger ja nie dazu konkret befragt wird, das heißt zum Beispiel durch ein Referendum. Ein dritten Kehrbereich ist natürlich die Euro-Rettung, also alles, was an den letzten Jahren an dem Bereich geschieht ist. Da der ist natürlich nicht gegen Solidarität, ganz am Gegenteil. Wir ohne wollen zu viel an Detail zu gehen. Das ist nicht normal, dass der Beitrag von Lützeburg am Kader von der Euro-Rettung viel mehr höher ist wie der von allen anderen EU-Ländern, wenn man das natürlich pro Kap guckt, das heißt proportional zu den Einwohnern. Beispiel europäischer Stabilitätsmechanismus. Da ist Lützeburg auf der allerersten Platz, wenn man den Betrag pro Kopf guckt, weil da sind wir bei 373 Euro pro Resident. In Deutschland ist auf der zweiten Platz mit 277 Euro pro Einwohner. Und wenn in andere Mesure guckt, da sind wir ganz tags bei ganz ähnlichen Verhältnissen. Das heißt, die Prämien, die wir gemacht haben, und den FMI, auch am Kader vom Target-2-System, wie gesagt, das sind alles Bereiche, wo einfach, wenn ihr pro Kopf guckt, Lützeburg immer auf der ersten Platz ist. Oder jedenfalls sind das denen pro ersten. Das heißt, Kontribution aus von Lützeburg ist einfach immer extrem hoch par rapport zu der Einwohnerzahl.
Dat DDR wünscht sich eng viel mehr vernünftig Solidarität, not auch weil als ege Finanzsituation net mir gerade so rosig ass wie dat Fleisch de Molenkeier de Fall war. Wie gesagt, man der EU dat sicherlich net kein EU op keinen Fall. Wir sind aber für ganz grob zu resümieren für eine EU, an der die nationalen Interessen ist besser verdedigt gehen. Wir sind noch eindeutig die einzige Partei, die dat so gesagt. Dann noch ein ganz kurze Remark. Also mir fällt auch relativ gelungen, dass mittlerweile alle Parteien für sich behaupten, dass sie für besser oder ein anderes Europa antreten. Das schon ein bisschen lächerlich, weil das die Parteien sind, die 10 Jahre am EU-Parlament vertreten sind, und die machen dann nur Bemol, wie wenn sie alte Missstände recht entdeckt hätten. Es gibt also unserer Meinung nach höchste Zeit, dass auch ein ADR die Möglichkeit kriegt, die Zukunft von der EU mitzugestalten.